Ich habe das unter der Überschrift Farbblut zerstört Immersion. Und er hat geschrieben, ich hasse farbkodierten, leuchtenden Loot wie bei Borderlands oder den neueren Doom-Spielen. Fand ich in dem Sinne auch interessant, weil so dieses farbkodierte Loot, das ist ja mittlerweile einfach Usus. Also die meisten greifen es auf, die halten sich auch so an diese Farbnormen, die ich am Eingang auch von dieser Kolumne beschrieben habe. Und oft habe ich auch da das Gefühl, also ich würde mal sagen, bei einem Diablo und auch bei einem Borderlands stört mich das irgendwie nicht, weil es halt solche Loot-Games sind. Aber tatsächlich bei Dingen, wo ich mehr eintauchen will, wo ich mehr die Atmosphäre aufsaugen will, da finde ich sowas auch immer sehr befremdlich. Ja, nehmen wir Nioh zum Beispiel, weil das mir da auch immer aufgefallen ist. Das finde ich ja auch ein sehr atmosphärisches Spiel, ist ja eher so ein Souls-like. Und beim Souls-like finde ich schon, dass das wichtig ist, dass ich halt irgendwie in diese Atmosphäre eintauchen kann. Und das war da für mich tatsächlich schwer. Also, weil das genau da passiert, du besiegst einen Gegner, lila Gegenstand.